der Berliner Waldbühne stellte sich der deutsche Mittelgewichtsmeister Hans Streetz aus Erlangen dem Kölner Herausforderer Peter Müller. Schon in der zweiten Runde muss nach einem rechten Haken Hans Streetz einmal bis 3 zu Boden gehen und nur der Gong rettet ihn. Mit weichen Knien und angeschlagen geht er in seine Ecke. Seine beiden Sekundanten machen ihn fit für Runde Nummer 3. Müde und angeschlagen wirkt Hans Streetz und der aktive Mann im Ring ist der schwarze Peter aus Köln. Links und rechts beidhändig schlagend treibt er seinen Gegner Hans Streetz vor sich her, landet eine Serie schwerer Körpertreffer und dann einen rechten Haken, der wirft Hans Streetz auf die Bretter. 4, 5, 6, 7, 8, 9, aus zählt Ringrichter Pippo. Viel umjubelter Sieger und neuer deutscher Meister im Mittelgewicht, Peter Müller aus Köln. Mit einem aufregenden Kampf des deutschen Mittelgewichtsmeisters Peter Müller Köln gegen den Amerikaner Stonewall Jackson endete die Saison 1950 der Berliner Waldbühne. Nach dem ersten Niederschlag ist Jackson weich geworden. Peter Müller ergreift seine Chance und treibt den Amerikaner in die Ringseile. Und da fegt ein schwerer linker Haken Jackson aus dem Ring. Noch einmal stellt er sich seinen Gegner zum Kampf, aber da kommt der entscheidende Niederschlag. Das ist das Ende. Überlegener Sieger in der ersten Runde durch K.O. Peter Müller. Berlin. Boxkampf um die deutsche Meisterschaft im Mittelgewicht zwischen Peter Müller und Hans Streetz. In weißer Hose der Titelverteidiger Peter Müller aus Köln. Peter Müller greift an, aber Streetz deckt vorzüglich und landet seinerseits rechts und links am Kopf des Meisters. Saubere Linksarbeit des Herausforderers stoppt immer wieder das Draufgängertum des schwarzen Kölners. Ein überfallartiger Angriff Müller stößt ins Leere. Beim Schlagabtausch in der Ringmitte sammeln beide Gegner Punkte. Wieder erwehrt sich Streetz einer wilden Attacke des Kölners, ohne die Übersicht zu verlieren. Streetz liegt nach Punkten in Führung, als das sensationelle Ende kommt. Der Erlanger stürzt und fängt noch am Boden eine schwere Rechte ein, die ihn kampfunfähig macht. Der unbeherrscht nachschlagende Peter Müller wurde disqualifiziert und Hans Streetz zum neuen deutschen Mittelgewichtsmeister erklärt. Zu einem in der Geschichte des deutschen Sports einmaligen Skandal kam es in Köln. Im Boxkampf um die deutsche Meisterschaft im Mittelgewicht standen sich Titelverteidiger Hans Streetz und Peter Müller gegenüber. Streetz in schwarzer Hose. Trotz wütender Angriffe kann Müller den Meister nicht erschüttern. Streetz trifft seinerseits den Kölner mit schweren linken und rechten. In der 8. Runde liegt Streetz nach Punkten knapp in Führung. Müller kommt nicht zum Ziel. Als Ringrichter Pippo Müller verwarnt, geschieht etwas Unglaubliches. Müller schlägt Pippo zu Boden. Ohne sich weiter um den bewusstlosen Ringrichter zu kümmern, stürzt sich der offensichtlich von Sinnen gekommene Müller mit wutverzerrtem Gesicht auf Streetz. Proteststürme des Publikums brechen los. Müller benimmt sich wie ein Rasender, greift die gegenüberliegende Ecke und den Veranstalter an, stößt den Sekundanten von Streetz durch die Seile. Niemand vermag den Besessenen zu zügeln, der schließlich sogar die Unverfrorenheit besitzt, mit dem Siegergruß abzutreten. Peter Müller wurde auf Lebenszeit vom Boxsport ausgeschlossen. Erst nach 8 Minuten kommt Ringrichter Pippo wieder zu sich. Deutscher Mittelgewichtsmeister bleibt Hans Streetz. Bei 40 Grad Hitze kämpften in Berlin Bubi Scholz und Peter Müller um die deutsche Mittelgewichtsmeisterschaft.
Trotz der tropischen Temperatur begegnet Scholz dem Titelverteidiger mit eiskalter Ruhe und seine Konter sitzen genau. Schon die dritte Runde bringt das vorzeitige Ende. Scholz hat Müller an den Seilen gestellt und trommelt pausenlos auf ihn ein. Völlig benommen empfängt Müller den letzten entscheidenden Schlag. Auch seinen 64. Kampf in 9 Jahren beendet Bubi Scholz unbesiegt. Und diesmal ist er endlich deutscher Meister. Und weiter geht's auf der Kuriositätenjagd. Kennen Sie den? Kölner ist er, Peter Müller heißt er auch. Nur wurde leider die Straße in Köln-Mülheim nicht nach ihm benannt. Pate stand vielmehr ein reicher Bürger, der nur Geschäftsmann war, ohne auch noch Boxer zu sein. In Köln zum Beispiel ist Peter Müller ein Liebling der Boxfans. Die neue Messesporthalle war bis zum letzten Platz ausverkauft, als er gegen den Franzosen Ballerin, den letzten Gegner von Bubi Scholz, antrat. Natürlich durfte eine kleine Einlage von Peter Müller nicht fehlen. Im Übrigen griff er wacker an, ohne sonderliche Wirkung erzielen zu können. Nach 10 Runden gab es einen hauchdünnen Punktsieg für den populären Kölschen Ab. Von Boxkunst ist hier gar nicht mehr so arg viel übrig geblieben, denn nur 80 Sekunden lang dauerte der Traum Peter Müllers von der Europameisterschaft. In der Berliner Deutschlandhalle ließ Bubi Scholz seinen Herausforderer nicht einmal richtig in den Ring steigen und schon kam der Anfang vom Ende. Anscheinend etwas verärgert darüber, dass Peter Müller noch einmal auf die Beine kommt, setzt Gustav Scholz zum Endspurt an. Nach 80 Sekunden wirft der Trainer das Handtuch zum Zeichen der Aufgabe und Bubi war nicht mal außer Atem. Zu schnell auf den Füßen und zu stark im Schlag war für Peter Müller der Europameister im Mittelgewicht Gustav Scholz. Die Berliner hatten mit einem eindeutigen Sieg ihres Bubi gerechnet, aber gewiss nicht damit, dass der Kampf schon nach 80 Sekunden zu Ende sein würde. Passen Sie auf, das ist der Schlag, der praktisch die Entscheidung brachte. Von ihm und diesem kurzen Haken konnte sich Müller nicht mehr erholen. Der Sekundant hatte ein Einsehen und warf das Handtuch zum Zeichen der Aufgabe. K.O.-Sieger Gustav Scholz. Peter Müller aber brauchte geraume Zeit, bis er begriffen hatte, was geschehen war. Als Peter Müller, das Enfant terrible des deutschen Boxsports, den Europameister Schöppner boxen sollte, wurde er von seinem Blinddarm K.O. geschlagen. Damals erklärte er der NDW: Der Blinddarm, wenn ich den nicht gehabt hätte, dann kann der Herr Schöppner froh sein. Der einzige geschafft hat, ist die Frau Doktor und sonst keiner. Sonst hätte ich dann so ein paar Dinge für den Kohlhächter am amerikanischen Stil beigebracht. Ich habe andere Leute gehabt wie Herr Schöppner. Fertig. Jetzt bekam der Kölner in der Dortmunder Westfalenhalle die Chance zu beweisen, ob Dampf hinter seinen Schlägen steckt. Mutig und respektlos sucht der kleine Mann den Nahkampf
um den gelangweilt wirkenden Schwergewichtler auf die Bretter zu legen. Anfangs boxt Schöppner lässig mit der Miene des Überlegenen, der nur ungeschoren sein Geschäft machen will. In der 5. Runde aber zwingt ihn der Kölner Aab zu turbulenten Nahkampfgefechten. Die erwartete Sensation bleibt freilich aus. Der Kampf wird allmählich zu einer Farce. So sehr auch die 12.000 Zuschauer für ihren Peter die Daumen drücken, die größere Reichweite und 17 Pfund mehr Gewicht des Titelträgers geben am Ende den Ausschlag. Sieger nach Punkten wird Erich Schöppner. Die Zuschauer aber pfeifen ihn aus und jubeln dem Unterlegenen zu. Noch vom Kampf gezeichnet, aber mit sich selber zufrieden, äußerte Peter Müller: Also nach meiner Ansicht müsste ich genauso einen Auflauf bekommen wie manchmal einen Europameister Bubischauser, wie die alles heißen. Denn durch meine Schweroperation, die ich hinter mir hatte, innerhalb 6 Wochen so ein Mann und dann noch die Freistadt zu besitzen, anstatt im Halbschwer, wie die vereinbart war, im Schwäbisch noch zu kommen und mir noch 150 Mark da anzutippeln. Ich schwöre lieber, ich gucke nicht auf das Geld, ich gucke auf den Titel. Ich wollte mal endlich den deutschen Leuten beweisen, dass ich auch ein europäischer Boxer bin. Aber Peter Müller kennt keinen Auflauf, der nimmt dreckig schwere Leute. Entweder der oder ich, so sage ich mir. Und es war ein ungerechtes Urteil, ich hätte ein Unentschieden erwartet. 4.000 Zuschauer waren zugegen, als Peter Müller in Köln gegen den französischen Meister im Halbschwergewicht Paul Roux antrat. In der ersten der 10 Runden kann das Enfant terrible des deutschen Boxsports durch bessere Einzeltreffer leichte Vorteile für sich buchen. Dann aber kommt der schwerere Franzose mit seiner größeren Reichweite besser zum Zug. Der kleine Kölner findet sich auf der etwas zu glatten Ringmatte nicht zurecht und verliert sogar in der 5. Runde den Boden unter den Füßen. Erst bei 6 ist er wieder auf den Beinen. Beide Boxer schlagen, was die Fäuste hergeben, erzielen jedoch selten entscheidende Wirkungen. Am Ende scheitert Müller nicht an seinem Gegner, sondern am Ringrichter, der sich in der Eile um einen Punkt verrechnet und Roux fälschlich zum Sieger erklärt. Butje Wohlers brannte auf Revanche und entgegen seinen sonstigen Gewohnheiten suchte er sofort nach dem ersten Gongschlag den bedingungslosen Schlagabtausch mit dem Enfant terrible des deutschen Boxsports Peter Müller. Nur deshalb konnte der Titelkampf um die deutsche Mittelgewichtsmeisterschaft in Hamburg zu einer Ringschlacht werden. Peter Müller wirkt in der 2. Runde zeitweilig leblos wie ein Trainingsgerät, schlägt aber dann plötzlich und nicht ohne Pfeffer zurück. Wohlers bleibt bis 8 am Boden und wird vom Gong erlöst. Die falsche Taktik des Herausforderers in der 3. Runde bringt die Entscheidung. Der Hamburger verzichtet darauf, seine Technik und seine größere Reichweite ins Spiel zu bringen. Er lässt sich auf den Infight ein und das kostet Kraft. Peter Müller weicht zurück, aber er fällt nicht um. Offensichtlich will er seinen Anhängern einmal zeigen, wie viel er einstecken kann. Wohlers hingegen muss einsehen, dass er weniger nehmen kann, als Müller zu geben in der Lage ist. Er ist nicht robust genug. In der 4. und 5. Runde muss Wohlers mehrmals zu Boden. Peter Müller gibt sich nicht mit einem Punktsieg zufrieden. Nach dem 5. Niederschlag ist der Herausforderer am Ende seiner Kräfte. Er hebt die Hand zum Zeichen der Aufgabe. Alter und neuer Meister, der unverwüstliche Peter Müller. In der Dortmunder Westfalenhalle lieferten sich der deutsche Mittelgewichtsmeister Peter Müller und der ungarische Europameister Laszlo Papp einen kurzen, aber erbitterten Kampf. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, übernimmt der Ungar schon in der 1. Runde die Rolle des Angreifers, während Peter Müller versucht, vor allem im Infight zu Vorteilen zu kommen.
Obwohl er durch starkes Nasenbluten behindert ist, versucht der Herausforderer durch schnelle Linkshaken einen Punktvorteil zu erreichen, dringt aber nur selten durch die Deckung des Titelverteidigers, der seinen Plan in die Tat umsetzt und wesentlich schneller, ansatzloser und nachdrücklicher kontert. In der 4. Runde klebt Laszlo Papp am Mann und landet blitzartige Kopf-Körperschläge, bis die Deckung des Kölners nicht mehr funktioniert und Peter Müller am Rande des K.O.s steht. Das ist das Zeichen für Schiedsrichter Tommy Little, den Kampf frühzeitig zu beenden. Sieger und Europameister bleibt der Ungar Laszlo Papp. Sogenannte Boxskandale empörten das Publikum, seitdem Geld fast alles im Berufsboxsport bestimmt, manchmal sogar den Ausgang eines Kampfes. Dass die Show, der Klamauk, zum Wesen des Boxgeschäftes gehört, erkannte in Deutschland als erster Peter Müller, von seinen Fans liebevoll der Affe, der Aap genannt. Müller sorgte stets für Stimmung. Er drosch seine Gegner durch die Seile und nutzte jede Gelegenheit für Tricks und Clownerien, um seine Anhänger für sich einzunehmen. Der stämmige Mittelgewichtler aus Köln ließ zu Beginn seiner Laufbahn kaum einen seiner Gegner auf den Beinen stehen. Als ihn seine geringen boxerischen Mittel beim Aufstieg bremsten, wendete er seine Kraft nicht nur dem Gegner zu. Den Kampf gegen Hans Strätz um den deutschen Meistertitel beendete er auf seine Weise. Der Wochenschau-Reporter sah es vor 23 Jahren so. Als Ringrichter Pippo Müller verwarnt, geschieht etwas Unglaubliches. Müller schlägt Pippo zu Boden. Ohne sich weiter um den bewusstlosen Ringrichter zu kümmern, stürzt sich der offensichtlich von Sinnen gekommene Müller mit wutverzerrtem Gesicht auf Strätz. Proteststürme des Publikums brechen los. Müller benimmt sich wie ein Rasender, greift die gegenüberliegende Ecke und den Veranstalter an, stößt den Sekundanten von Strätz durch die Seile. Niemand vermag den Besessenen zu zügeln, der schließlich sogar die Unverfrorenheit besitzt, mit dem Siegergruß abzutreten. Gustav Scholz, der kälteste und intelligenteste, sicher aber der erfolgreichste Boxer der Nachkriegszeit. Er gab Peter Müller 5 Jahre später eine neue Chance. Nur 80 Sekunden lang dauerte der Traum Peter Müllers von der Europameisterschaft. Peter Müller gehört scheinbar nicht zu jenen Boxern, die zahllose Ringschlachten geistig und körperlich zerstörte. Er blieb, was auch für den Berufsboxsport gelten mag, ein Stehaufmännchen. Im Ring und außerhalb. Der Fritz bekam zur Weihnachtszeit eine Eisenbahn beschert. Und jeder hatte ihm erzählt, dass die jetzt ihm gehört. Denn als er damit spielen wollte, kam der Papa schon und sprach zu seinem Sohn: Gehst du weg, gehst du weg, gehst du weg. Du bist so jung dazu, drum lass das Ding in Ruhe. Gehst du weg, gehst du weg, gehst du weg. Davon versteht du nicht, drum lass die Hände weg. Ja, oh, Ring frei, zur nächsten Runde. Ring frei, jetzt kommen wir und auf die nächste Runde. Bleiben echte Boxer. Der vakant gewordene Thron der deutschen Mittelgewichtler stand hinter der Begegnung zwischen Peter Müller und dem jugendlichen Günther Hase im Berliner Sportpalast. Von Anfang an war Hase auf der Verliererstraße. Müller keilte drauf los wie in seinen besten Tagen. Und mit Temperament und Routine bewies er am Ende doch noch, dass hinter der Maske des Ringclowns ein Ringfuchs mit einigen Qualitäten steht. Der Kölner war in prächtiger Geberlaune und der Berliner zeigte sich großartig im Nehmen. Aber viel Raffinesse und viel Erfahrung sind schließlich des Hasen tot. Einen K.O. jedoch hatte Peter Müller nicht in den Fäusten und der tapfere und wendige Hase hielt durch bis zum Ende. Ein eindeutiger Punktsieg bescherte Peter Müller den Meistertitel. Zur ersten Runde.
Sein Titel als deutscher Mittelgewichtsmeister stand auf dem Spiel, als Peter Müller in Hamburg gegen den Frankfurter Erich Walter in den Ring stieg. Der jugendliche Herausforderer hat ein beachtliches Stehvermögen. 8 Runden lang stellt er sich tapfer zum Kampf. Und erst in der 9. reißt ihn ein Schwinger von den Beinen. Trainer Nück weiß, dass die Minuten gezählt sind. Dem Endspurt des Meisters ist der Frankfurter nicht mehr gewachsen. Nach 12 temperamentvollen Runden sprechen die Punkte eindeutig für Peter Müller, den alten und neuen deutschen Meister im Mittelgewicht. Den Boxkampf zwischen Bubi Scholz und Peter Müller in der Backofenglut des Sportpalastes. Wir kommen gerade zur 3. Runde und da ist schon die Überraschung. Peter Müller geht auf die Bretter. Schwerfällig taumelnd erhebt er sich wieder. Aber schon nach den nächsten Treffern ist das Schicksal Müllers besiegelt. K.O.-Sieger in der 3. Runde, Bubi Scholz. Zu den Sportlern des Jahres dürfen wir auch jene Athleten zählen, die in der Sportschule des Bundestages das Ausgleichstraining für ihre aufreibende Arbeit im Parlament suchen. Um auch körperlich fit zu bleiben, hat sich eine Reihe von Bundestagsabgeordneten zu einer Sportgemeinschaft zusammengefunden. Unter Leitung von Peter Müller bemühen sich die Abgeordneten um die Kunst, auch im Boxring mit schlagenden Argumenten zu überzeugen. Prominentester Teilnehmer an dieser Sportgemeinschaft ist Bundesminister Lemmer, der sich hier den nötigen körperlichen Ausgleich und die notwendige Entspannung verschafft. Zwei mittelschwere Männer traten in der Hamburger Ernst-Merck-Halle zum Kampf um die deutsche Meisterschaft an. Titelverteidiger Peter Müller, schwarze Hose, und Butje Wohlers eröffneten den Reigen der boxerischen Zärtlichkeiten mit einem fast deckungslosen Schlagabtausch. Müllers Standhaftigkeit grenzt in gewissen Phasen an ein medizinisches Wunder. Immer wieder findet er die Kraft, seinen Gegner entscheidend zu treffen. Insgesamt 6 Mal muss Wohlers von den Beinen. Im weiteren Verlauf des Kampfes, der unter sorgfältiger Vermeidung jeglicher Boxkunst geführt wurde, spielte Wohlers schließlich nur noch die Rolle eines Punching Balls. Dank einer Erleuchtung in der 5. Runde erlöste er sich und das mitleidende Publikum, indem er aufgab. Kommentar eines Zuschauers: Boxen ist ein herrlicher Sport. Die Schläge treffen immer die richtigen. Und schließlich der Boxer Peter Müller, der die Erkenntnis, dass er eine schöne Stimme besitzt, vermutlich in einer seiner unvergesslichen Ringschlachten gewann. Steig ich abends in den Ring und seh die Leute, mache ich mir immer wieder eines klar. Wenn ich diesen Kampf verliere, dann schreien die Leute, dieser Peter ist ein Flaschenexemplar. Und darum geh ich ran und kämpfe wie ein Mann. Ring frei! Zur nächsten Runde. Ring frei! Bekomme ich und auch die nächste Runde. Bleiben echter Boxer. Und jetzt alle! Dann stieg der Kampf Peter Müller, Köln, gegen den Franzosen Gilbert Stock.
Der französische Ranglistenboxer war dem deutschen Mittelgewichtsmeister körperlich überlegen. Es war ein wilder Fight, der über 10 Runden ging. Beide Gegner kämpften bis zur Erschöpfung. Peter Müller siegte nach Punkten und zeigte damit, dass er zur europäischen Spitzenklasse im Mittelgewicht gehört. Eine aufregende Boxveranstaltung am Berliner Funkturm. Der deutsche Mittelgewichtsmeister Peter Müller, Köln, in heller Hose, traf auf seinen Herausforderer Hans Strätz, Erlangen. Das Publikum fieberte vom ersten Gongschlag an. Nach einem Angriffssturm Peter Müllers stoppte Strätz den Meister mit seiner gefürchteten Linken. Dann, in der dritten Runde, kam das unerfreulich plötzliche Ende. Strätz, schon am Boden, erhält einen Haken Müllers. Peter Müller wurde disqualifiziert und Hans Strätz zum neuen Mittelgewichtsmeister erklärt. Ein sehr ungewöhnliches Ende nahm der Boxkampf Peter Müller mit heller Hose gegen den deutschen Mittelgewichtsmeister Hans Strätz in Köln. In der 8. Runde passierte das Unglaubliche. Ringrichter Pippo trennte und ermahnte Peter Müller wegen Haltens und Sprechens im Ring und wurde daraufhin von ihm niedergeschlagen. Der tobende Müller wandte sich wieder gegen Strätz und dann gegen jeden, der sich im Ring zeigte und ihn wieder zur Raison bringen wollte. Dann trat Peter Müller ab. Es war ein unwürdiger Abgang für immer. Hans Strätz blieb deutscher Mittelgewichtsmeister.